Gut, so eine Sperre, dass da kommen sieht, die Pressekonferenz, die wir machen, die dreht sich schon, wie wir auch gekündigt haben, über Eispropositionen zu den Prestation familial, zum Kannergeld, auch zu den Studenten, helfen die auch an demselben Kontext ein bisschen gesehen. Wir wollten als vier Schläge präsentieren, am Anfang von der Woche, nach 400 Leuten von der Nation, die ja das vor an der Chambre ist, wo ohne Zweifel auch, wie zu erwarten ist, dass von der Regierung aus gesucht wird, was vier wird zu den einzelnen Punkten. Da auch kurz noch die Prüf von dem Projet de Loi über Studenten helfen, wollten wir als Propositionen präsentieren. Das geht gemäht von David Ferner, dem Portparole von die Lenk, an dem Teres Korza, was auch ein Spezialist ist an der Materie, was auf der Securité Sociale lang geschafft wird, und zusammen an einer Arbeitsgruppe an den letzten Wochen als Propositionen zusammen gedrohen, die ich dann noch präsentiert gebe. Ich gebe dem David dann mal Wort als Richter für das eine Matière zu machen. Eine Matière, voilà. Genau, merci Serge. Ja, bon, muss ich zurückgehen, ob für eine paar Monate hat die neue Familienminister Corinne Kahn so Ankündigungen gemacht, dass das Kannergeld reformiert gehen. Selbstverständlich wissen wir, dass da nicht genaues gezeichnet gouf. Madame Kahn sagt zum Delerem, ob das zurückkommt, was es gesagt hat oder was hier Intention war oder die Intention von der Regierung. Aber auf jeden Fall kann den ganz klar erkennen, dass es in Richtung von Männern gehen. Das ist sowieso der Tenor von dieser Regierung. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie kennt, wenn wir sind noch der Meinung, dass den Prestationen, dass den sie kennt, reformieren, mit die verschiedenen Art und Weisen sie zu reformieren, und kann sie auch auf eine gerechte Art und Weise reformieren, weil das Problem ist bei dieser Regierung, dass die Regierung vom Spuren aber wirklich obsediert ist, also quasi no Motto für dich geht mal gespurt, und dann geht recht evaluiert. Und das sehen wir nicht just bei beim Kannergeld, wo sie versuchen, ein bisschen in eine gewisse Richtung zu preschen, aber auch bei den Studentenhilfen, beim Staat, wo soll reduziert gehen, um nicht zu wissen, in was für eine Richtung, beim Enseignement, wo quasi Reformen, bildungspolitische Reformen, Bildungsreformen angekündigt gehen als budgetären Gründen, an der Kultur auch. Bei Expositionen, die annuliert gehen. Also das ist den Tenor mal gespürt. Das Problem ist, dass bei der Prestation familialen muss ganz vielschichtig sein, weil da geht es um Existenzgrundlagen an zu Lützeburg, spielt da doch noch eine gewisse Rolle. Wir wissen, dass Sozialtransferen zu Lützeburg ganz stark dazu beitragen, dass die Leute überhaupt nicht an der Armut fallen. Muss ich wissen, dass ein Taux von Risque de Pauvreté monétaire zu Lützeburg ganz hoch ist. Der liegt bei 20% laut dem SEPS, laut einer Etude. Für zu vergleichen, an der Bachelor bei 15%, 14% in Frankreich, 21% in Portugal, also 1% mehr. Und dann bei den Kanner ist den noch ganz hoch, wenn den anzumols, wenn den auch nach Prestation familialen grad gif aufrechnen, dann als zu Lützeburg den Risiko der Pauvreté bei den Kanner den nas mir hoch wie an Eisenopisch Länder wir dann bei 30%, wo dann bei 23% an der Belg wäre, 24% an Frankreich wäre. Das heißt, wir haben wirklich Lützeburg, wir wissen, dass Lützeburger Land das Wert relativ gut lief, aber das lief immer dann gut davon, dass Sozialtransfere ganz stark sind, und noch justement bei der Prestation familialen. Dafür sind wir der Meinung, dass den muss ganz gut aufpassen, wenn den darauf regeln geht, auch wenn den Weltreformen machen, dann gehen nicht Pisten an die Pisten, die gehen nicht in Richtung für Männer, auf keinen Fall.
für de Besoin entsprechend. Und das sind noch die paar Pisten, und Treskorza wird darüber dann angehen, wo wir als evaluiert haben. Prestationen müssen den reellen Bedürfnissen entsprechen. Und da müssen wir dadurch etudieren, und das wird auch nach Treskorza so. Wir sind einfach der Meinung, dass allkant gleich ist. Es geht ja auch um Diskussion, ab wie viel kann er an einem Staat, respektive ab was für einem Alter muss kann er Gelder absetzen oder nicht. Wir werden da etwas proposieren. Wir sind natürlich auch der Meinung, wir durch den gerade bei der Reform von den Subsidien von der Aide financière, wo die Regierung auch ganz komische Weg geht, sie mir der Meinung, dass den sowohl die Allokation d'autonomie, wie wir das nennen, das giffen auch an koppeln an dem System, das wird mir auch präsentieren, was eine Neuigkeit ist. Schlussendlich stellt sich natürlich immer die Frage vom Finanzement von den Prestationen. Und da, das werde ich vielleicht nicht wundern, aber wir sind der Meinung, dass es möglich ist, die Prestationen zu finanzieren und dass auch gerade die müssen mitfinanzieren, die sich das können erlauben, zum Beispiel Patronat, was nicht mit dazu beiträgt, sind einer Partioren, respektive auch die am meisten hier am Land verdienen. Da wird es auch drauf angehen. Und ich sage auch merci. Wie den David lo schon gesagt hat, also auch bei dem Haie-Problem bei der Prestation familial von der Redistribution, die sich stellt. Und anstatt der Credo vom Spuren gibt doch Haie eine Alternative. Und die Alternative, die haben wir als Gedanken darüber gemacht. Und das ist eine komplett andere Richtung, wie das, was die Regierung im Moment führt. Und du hast nicht den Hauptpoint auf die Spuren gelöst, mit dem Hauptpoint auf die Besoin von den Familien, die Kinder haben. Von dem Moment ist die Situation so, dass das Kindergeld an einer Schere von 185 auf 361 Basis-Kindergeld ist. Das hängt davon ab, wie viele Kinder am Staat sind. Da könnt dabei mit 6 Jahren eine Allokation, wenn Kinder an die Schule gehen, aber 12 von der Liste gehen. Da könnten eine Allokation de Rentrée scolaire für die Schulkinder dabei an. Dann haben wir aber auch den Boni pour Enfant, den hat 76 oder 77 Euro den Monat ausmacht. Wenn das alles zusammenrechnet, kann ich sagen, dass das am Anfang geholt, dass man denkt, so was Kindergeld ist, dass die Familie kriegen für die Kinder. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht gegen die Reform von der Allokation familial, aber du musst aber für uns, also Meinung nur eine Reihe Sachen, aber garantiert sein. Also als Vorschlag, also erst einmal so, dass die Frauen, die Leute an Familien haben, wenn sie Kinder haben, dass die Allokationen, das müssen die Frauen plus ou moins sollen decken. Dann die Richtung soll gehen. Aber wie sind die Frauen? Das ist natürlich eine Frage. Aber wie hoch muss die Allokation sein? Die müssen mal ein Jahr festgestellt gehen, und da muss eine Etude eben gemacht gehen, für zu gucken, wie ein Höchst vom Kindergeld, wie hoch Kindergeld am Anfang muss sein. Wir sind noch der Meinung, dass das Alter vom Kind eigentlich mehr eine große Wichtigkeit hat, was die Frauen belangt, wie die Zahl von den Kindern am Staat. Dafür meinen wir, dass es soll beim Kindergeld auch die Stufen in diesem Moment schon existieren, bei 6 Jahren geht es bei 12 geht es bei. Und wir sagen, dass wir das weiterführen am Kader von der Allokation familial, am Kader von der Sécurité sociale, mit 18 Jahren die Prestation d'autonomie integrieren an das System von der Prestation familial. Das heißt, das wird im Moment die Autonomie-Allokation für die Studenten, die noch weiter an die Schule gehen. Im Moment, dass die Diskussion darüber über die Höchste davon, wo die Regierung 2000 Euro vorschlägt, wenn die 2000 Euro durch 12 dividiert, da kommt man nicht unter den geringsten Satz von der Allokation familiale Runden. Das sind 185 Euro, aber wenn die 2000 Euro dividiert, dann kommt auf 167 Euro. Wenn da alles zusammenrechnen, was wir für drin abgezählt haben,
da misst am Fond geholt die Allokation für die Studenten mindestens auf 4.000 Euro sich belaufen. Und das wären ungefähr 333 Euro den Monat, also die Allokation de Base. Außer die natürlich eventuell ein Burs, respektive eine Prime de Mobilität, wie das genannt wird, wo andere Leute wo fordern, dass die soll nicht gehen, wenn ihr nach Deutschland geht, mehr im Moment, wo ihr mit daheim wohnt. Bon, das sind aber auch Diskussionen im Moment an den Studentenorganisationen laufen. Das heißt, was als wichtig zu sich schenkt, dass die Allokation familial an die Allokation d'autonomie an engem System von Prestation de la Sécurité sociale dranbleiben, die über Beiträge auch sollen bezahlt gehen, an die auch die universelle Allokation, den Charakter von der universellen Allokation auch da sollen behalten. Der Korollär von einer Reform von den Allokation familial, das müsste also Meinung nur sein, dass ein Teil von den realen Kosten, die eigentlich sollen abgestaltet gehen, dass den parfaitement könnt ersetzen durch gratis Dienstleistungen, zum Beispiel gratis Transport, gratis Krechen, gratis Schulbücher und so weiter. Aber besonders, und das ist eben ein Hauptproblem, den Familien haben, die viel Kinder haben, dass die vom Logement, also das ist die allgemeine Diskussion über das Logement, aber in diesem Fall ist es wirklich schlimm, wenn ein Kind hat, bauen eine Wohnung mit einem Schlafzimmer, wenn ein 2 Kinder hat, muss ihn direkt, oder bei 3 Kindern, da fängt es kritisch zu gehen, da muss ihn effektiv die Wohnung changieren. Aber bei den Preisen, die heute sind, dass das eine extreme Belastung für das Familienbudget ist. Dafür merken wir, dass auch da eine Hilfe für Leute mit vielen Kindern geschaffen gehen. Und wir denken zum Beispiel auch an präferentielle Tarife beim Elektrischen, beim Gas und so weiter, was vielleicht schon ein gehen ist, mir wird im Hofgeschäft gehen ist. Das heißt, du sollen gratis, Prestation Natur, sollen die Allokation familial unterstützen. Und da kann das natürlich auch sich auswirken auf den Text von der Allokation. Was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass die Allokation reindexiert geht. Weil die Kosten für Kant, das ist natürlich klar, dass die an die Luft gehen, auch mit Preissteuerrecht, aber für was sollen die Sachen nicht indexiert sein? Weil das heißt, dass dann die Revenue von den Ménagen de facto hochgehen. Natürlich stellt sich dann natürlich froh von der Finanzierung. Wir haben heute in Lützeburg Finanzierung am Gesetz als vorgesehen immer, dass Patronen eine Spezialkotisation bezahlen und auch die Independenten für das Kindergeld zu finanzieren. Das steht auch noch so am Gesetz. Das ist allerdings so, dass 1994 der Staat das carrément überholt hat. Und das sind immerhin 225 Millionen Euro am Jahr. Was also nicht nichts ist, aber wir haben, oder wenn die Regierung schwätzt, von einem Spurpotenzial von 70 Millionen Euro, wenn sie Kindergeld draufsetzen, dann muss ich das vergleichen mit den 225 Millionen Euro, die sie alle Jahre aus der Patron am Fonds schenken. Weil das, was am Gesetz draufsteht, Patron müssen eine Kotisation bezahlen, für das Kindergeld zu garantieren. Bon, ob laut Patron das alles, oder das soll ganz überholen von den Patron, das ist also eine Diskussion, wie auf jeden Fall müsste auch Patronat partizipieren und der Finanzierung von der Allokation familial. Eine andere Finanzierungsquelle, auch da so mir, es geht nicht nur darum, auf der Seite von Ausgaben zu gucken, und dort Spuren zu spuren, es gibt noch Möglichkeiten für die Leute, die wirklich so einen haben, für die zu belasten, an dem Sinn, dass ihr seht, okay, all kann, egal was die Eltern verdienen, kriegt die selbst Beihilfen, kriegt die selbst Allokationen, mehr, wenn aber die Familie mit höheren Revenu haben, dann müssten sie über die Steuerfinanzierungen, müssten sie durch die Progression von der Steuertabelle dann noch mehr eben bezahlen. Und da muss ich nicht unbedingt so, und das kann er doch nach soll an, das ist auch eine Idee, die am Anfang an der
die Vierbrücht gehen aus für das zu besteuern Kannergeld. Da frieden sich wieso Besteuerung vom Kannergeld wird gehört um Kant. Damit kann den Steuererklärung mehr. Aber das sind alles Diskussionen, die als Meinung unsinnig sind. Aber wenn eine Familie oder viel Suen hat, dann viel verdenkt, wenn viele Revenuen da sind, dann muss das eben nicht von der Steuertabelle, bis das können kompensiert gehen dadurch, oder dann zum Beispiel ein Ton maximal an die Luft setzt. Und dann also doch möglich die Propositionen, die wir machen, für die Parfaitement zu finanzieren und da das auch etwas, was in eine andere Richtung geht. Und dafür wir wären als dagegen, dass nicht die Alternative gibt von Spuren, mehr am Gegenteil, mehr Mengen, dass nur genug gespürt gehen, also im Kasten von den Familien mit vielen Kindern, und das muss sich ändern, und dafür als Propositionen, so nicht mehr.